Ik zie Esther Zawotje. Ik woon in Loma Plata. Ik zie al mes 28 jaar met Norman Zawotje bevriend. Arbeide ik bij de Liveria Loma Plata, vielleicht beter als Buchhandel bekannt. En ik live lezen. Einzige Gedanke, wat ik van jou hier mitteilen wil, heb ik uit dem Buch Waymaker van Anne Voskamp uitgenomen. Wat geeft mij in mijn leven Richtung? Ich habe hier einen Kompass. Was ist das Besondere an einem Kompass? Der Noten, der weist immer zum Norden, auch als Nordweiser bekannt. Wenn ich auch mit den Himmelsrichtungen ganz durcheinander sehe, weist er immer zum Norden. Und ein Kompass kann von großer Bedeutung sein, der kann sogar lebensrettend sein. Wenn ich den Weg nicht mehr weiß, dann kann der mir den rechten Weg weisen, wenn ich verbessert sie. Der kann mir aber auch einen neuen Weg weisen, den ich noch niemals gegangen bin. Das Kompass, der gehört meinem Onkel. Und er vertelt mir, dass er mit Hilfe von diesem Kompass im Bosch all Jahre einen neuen Weg gegangen wird, was er aber auch bei Trei gefunden hat, was er ohne Kompass nicht geschafft hat. Du weißt kein Weg. Er muss sich durch den Bosch einen Stich ziehen. Aber was hat ein Kompass mit unserem Leben zu tun? Wie vorher gehen wir von der Tag endlich ab Wegen, ab Gassen, was uns bekannt sind. Was wir kennen, was wir uns nicht so fremd sind. Stellwort für Gott ist so ein Kompass in unserem Leben. In der Stelle orientiert Gott uns, wenn wir verloren sind, oder wenn wir uns verbeiselt haben, verloren haben, wenn wir vom Weg aufgekommen sind. In der Bibel, Gottes Wort, dort ist uns geistlicher Kompass. Sie sehen das all, sie haben ein paar Verse all in der Bibel, was sehr passend wäre. Das Wort Gottes, dort ist uns Kompass, was uns immer weiter trägt, zum Weg bringt, auf den, was wir gehen wollen und aber auch sollen. Dort passt ein Vers in Psalm 46, Vers 11. Sieht still und erkennt, dass ich Gott sie. Und in 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr wird für ihn kämpfen und je soll still sein. Wir wurden im Wort Gottes abgefordert, still zu sein, still zu werden für Gott. Zu erkennen, dass Gott gerecht ist. Ab hier gegen Gott zu kämpfen, heute das auch still werden. Dem anerkennen, dass Gott ist. Und das ist von der ersten Tag meist allmählich. In unserer Zeit, wo wir leben, wo alles bosig gehen hat, laut ist, immer was dran Uhren haben, ist es schwierig, still zu werden. Auch innerlich gehen wir vielleicht unsere eine Welt, wie in der Stadt mal still zu werden für Gott, unterhöhlen. Und Gott erfüllt uns mit seiner Liebe und Kraft, wenn wir im Stillen begegnen. In der Stille sitzen. Ist das einfach? Fällt mir das leicht? Nein. Kommt das von selbst? Ist das automatisch, dass wir das tun? Auch nicht. Das ist eine Sache, wofür wir uns entscheiden müssen. Und was wir uns ganz gezielt vernehmen müssen. Und dann wird wir das dann tun, auch wenn uns nicht tun ist. Still zu werden für Gott. Wir haben Angst, wir haben Zweifel und wir haben immer weiter Versagen. Die nehmen uns auch unsere Rührvöcke, die engen uns auch an. Und still werden für Gott, dort lädt uns an, Frauen zu stellen und die nur Gott zu bringen. Ich kann am Frau, was Licht in meinem Weg, was ist mein Hindernis auf meinem Weg, warum komme ich nicht vorwärts? Was steht meine Beziehung zu Gott? Oder was weißt du Gott von mir? Das sind Frauen, die wir am Stall kennen. Solche Völker für sich wie, ich weiß, ich mal allein, mit alles klar zu kommen. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann gehe ich nur Gott noch helfen. Wir sind das kleine Kinder. Ich kann allein. Wir sagen mit dem Gewässer alle auch, ich kann allein, ich will nicht helfen. Ne?
Du bist das mit Gott viel einfacher, viel leichter. Aber das ist eine Sache, die muss wir bewusst üben und auch dann tun. Die Israeliten, die hadden beim uit Ägypten uitreichen, dat Rode Meer voor zich. Door wie wachte eng. Und sie hadden Angst. Aber Gott kämpft für ihn. Mose wusste noch nicht, wie Gott für ihn kämpfen würde. Er wusste bloß, dass er für ihn kämpfen würde. Du wie sich ganz sicher an. Und unsere Abgabe, meine Abgabe ist, stellte worden für Gott, während er für mich kämpft. Charles Spurgeon sagt, mein Kampf ist, und dein Wort Gott immer noch zu vertrauen. Stell wurde es vielleicht schwer zu lernen in unserer Welt, aber stelle Worte seine Gott. Und Gott wirkt in der Stelle. Der einzige Möglichkeit zu sein, was das Hindernis in meinem Weg ist, oder was das ab meinem Weg ist Gott so gerne zu lernen, dass ich mich selbst so sein, als Gott mich sieht. Wenn das stimmt, dass uns tiefstes Verlangen, gesehen und erkannt zu werden ist, dann wollen wir muss so viel sein in Weite, wie Gott uns sieht, als wir bereit sind, für Gott still zu werden, in Arm in seinem Wut zu sehen. Und wir sind nur still, wenn wir nicht gedreven sind von unseren eigenen Erwartungen oder von unseren Beschäftigungen. Was sind meine Erwartungen? Ab was sind die gerind? Wenn sich meine Vorstellung und meine Gedanken sich nicht mit der Wirklichkeit liegen, wo ich so oder so enttäuscht wurde, dann frage ich sehr leicht, Gott, wo bist du? Vielleicht sprichst du diese Frau innerlich nur gerade, Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht. Und wir haben alle ein innerliches Erwartungssystem. Wir haben unsere Erwartungen, unsere Vorstellungen, wie wir meinen, so soll das Leben oder so soll das ganze Leben für uns rennen. Zum Beispiel in unsere Finanzen. Dann denken wir, haben wir unsere Vorstellungen, das muss doch all anders sein. Die müsste doch all wieder weich sein. Die müsste doch all besser dran sein. Oder auch in unserer Ehe denken wir, haben wir unsere Vorstellung, wir wollen endlich all wieder sein. Das muss doch einmal besser klappen. Auch mit der Familie, naja, du rennt es auch anders als geplant oder als gedacht. Und das innerliche Erwartungssystem hat uns aber noch einmal enttäuscht. Wenn es das im Leben meistens anders rennt, als wir uns das vorstellen. Sowieso, wenn wir unsere Erwartungen, unseren Weg ohne Gott gehen. Uit wat für Gründe auch immer. Und meistens sind das nicht die schweren Erfahrungen, die uns kaputt machen, sondern unsere Erwartungen. Die sagen uns, das soll endlich sein, so soll das endlich sein. Und nicht so, als ich das nur erfuhr. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann zu den Enttäuschungen kommen dann noch sehr schwer ans Vergleichen mit anderen dazu. Und dann haben wir unsere Gedanken im Kopf immer an. Und so eine Gedanken lassen dort in unserem Kopf laut werden. So als ein Kriesel. Wir kennen alle einen Notsturm, wenn das Kriesel jäft, dann ist ein Stolz so laut. Und so ist es auch, wenn wir unsere Gedanken von unseren Erwartungen bestimmen lassen. Und dann vergeht wir auch ganz unterhöhlen und still für Gott zu werden. Wir sind so mit unseren Gedanken beschäftigt und auf uns Problem konzentriert, dass wir alles andere an uns vergeten und so als ohne Kompass im Busch herumrennen. Gott frug im Garten Eden, wo bist du? Wo bist du? Das wird die erste Frau, die Gott an den Mensch stellt. Auch von der fragt Gott uns, diese Frau, wo bist du? Wo gehst du in deinem Leben hin? Wo ist deine Säule, dein Hort unterwegs? Bist du, wo du wirklich sein willst? Vielleicht ist meine Antwort, nee. Ich sehe nicht, wo ich dachte, ich würde sein. So, als ich mir das vorgestellt habe, fehlt es nicht so gerannt, als ich dachte. Unsere verbrochenen Träume
unsere unerfüllte Erwartungen sind unserem allweitenden Gott nicht fremd. Er fragt dich auch, wo stehst du in deinem Leben? Wenn es will, dass du ihm alles sagst, wo du bist und wo du stehst. Er will, dass wir erkennen, wo wir stehen und uns mit dieser Situation befassen. Und vielleicht sagst du dann nicht, mit dieser Situation will ich mich nicht befassen. Ich will aus dieser Situation raus. Die Frau, wo bist du, bedeutet, Gott versteht alles, was in uns vergeht. Und er will nicht, dass wir unsere Säule, uns Hort, verstärken. Nicht unsere Gefühle verstärken. Oder unsere Hoffnungen, die wir haben. Unsere Träume, unsere Trauer, aber auch unsere Freude. Er will, dass wir das nicht verstärken. Er will, dass wir uns trauen und helfen und teilen. Die Versuchung für uns ist oder kann sein, dass wir vor ihm wegrennen. Uns verstärken wollen. Das ist Adam und Eva. Dass die sich verstärken. Wir wollen uns bedenken, wer wir wirklich sind. Wir rennen für ziellos herum und es steht, still zu werden und zu heulen für Gott. Wir wollen uns wirklich echt nicht für Gott geben. Wir verstehen dort, uns sehr beschäftigt zu heulen, uns aufzulenken, bloß dort wir nicht still für Gott worden und uns fragen, wo und wer sie echt wirklich. Aber wann wir für Gott still worden und aufrichtig sind, wo wir finden, was wir sehen. Psalm 139 steht, Herr, du durchkickst mich, du kennst mich durch und durch. Dort sagt mir so viel, der kennt mich besser als ich mich selbst. Und mit der Frau, Adam, wo bist du? Du meinst Gott nicht, Adam, wo bist du im Garten? Sondern, wo ist deine Säule? Wo ist dein Hort? Wo bist du in deiner Beziehung zu mir? Wo ist du geblieben? Und dort fragt Gott auch uns, wo bist du? Wo ist unsere Beziehung? Wo ist du geblieben zu Gott? Woran kümmerst du diese Säure um die weltliche Sache? Wo bist du hin? Wo bist du geblieben? Ich will dir doch bloß, dass du still wirst für mich, dass du bei mir bist. Das ist, was Gott von uns will. Eben Tozer sagt, was immer mich von meiner Bibel aufhält, weghält, ist mein Feind und deunt, wie harmlos dort scheint. Was hält mich von der Bibel auf, von Gott auf? Eine Frau, was wir uns stahlen sollen. Was immer das auch ist. Gott ist nicht enttäuscht von uns, von dir. Und er lehnt die auch nicht auf. Vielleicht warst du von Menschen aufgelehnt, verstaat, verloren, aber nicht von Gott. Er sagt die. Er will die Friede schenken und er sagt die, wenn er die will. Du bist was Besonderes für Gott. Und wenn ich auf Gott aufmerksam sehe, am Sieg, habe ich einen Mangel in der Säule. Dann fehlt mir was. Dann fehlt mein ganzes Leben dann ein Defizit. Dann wo ich ein Segen da bleibe. Dann wo ich sehe, ob ich wo nicht finde, wenn ich Gott nicht sehe. Dann wo wir orientierungslos. Wir verlieren die Richtung. Uns Notweser stimmt dann nicht. Und dann kommen wir uns fragen, Gott, wo bist du? Woran passiert mir das? Und dann haben wir nicht mehr, ob Gott seine Frau an uns. Er fragt uns, wer sagst du dort ich sie? Woher kommst du und wohin gehst du? Was sagst du? Wenn wir uns mehr auf Gott seine Frau an uns konzentrieren würden und nicht so sehr auf unsere Frau an ihm, dann würden wir wirklich nicht so verbiestert sein. Ab dort, wo wir kicken, ab dort, wo wir unseren Blick richten, da liegt auch unsere Aufmerksamkeit. Und dort bestimmt auch die Richtung und dort gibt auch uns Leben. Wir können entscheiden, worauf unsere Säule kickt. Wenn der auf unsere eine Kraft büht, dann wollen wir schwind frustriert und enttäuscht sein. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit über auf Gott im Vorder richten, dann wollen wir empfänglicher für dort,
wat Gottes Wort ons te zeggen heeft. En mijn opmerkzaamheid op God, mijn zeetje, op God zijn vrouw, kan ik mij waar terugbrengen op den weg wat hij voor mij gepland heeft. We vaker hebben we ons al op den weg verloren, wens we een andere Geschichte leven willen, andere erwartungen hadden die niet eintreffen. En we vaker denken we zijn dat niet wert, uitgewählt en geläuft te zijn. En du heeft God, zijn wie van God uitgewählt en geläuft. En dan we hoopnungsloos, oder we verloten wie ons voelen. God heeft ons uitgewählt. En erwählt zijn betekent niet een perfect leven te hebben. De alomvattende Liebe Gottes, der nimmt ons zo aan als we zijn. En God wil met ons zijn, wens hij met ons zijn wil. Der muss dat gehen, aber der will dat, wens der ons läuft. Wir können Gott vertrauen, dass wir immer mit dem versorgt worden sind, was wir brauchen. Wo immer ich auch stehe, auf zwischen Steinen heute steht, das wie dann Völker sagen, oder wo immer ich auf meinem Weg auch sehe, recht ich meinen Blick auf Gott in seine Leute. Ich kijk nicht nur rechts, ich kijk nicht nur links, gelijk uit op Jesus und folge dem noch und sehe seine Leute. Er wird immer für uns da sein, auf uns abpassen und uns durch die schwere Tide durchdrehen. Aber lasst uns nur diese Leute in jeder Leute sehen. Völker will wie, dass die Dinge so rennen, als wir wollen. Aber Gott will, dass wir seine Wege vertrauen. Aber wir vertrauen ich. Indem ich meinen Blick auf Gottes Leib recht, am Sieg, kijk wo Gott wirkt, meine Aufmerksamkeit auf seine Wege recht. Gott vertrauen ist keine leichte Sache. Damit wir uns wirklich sehr schwer. Aber für Gott ist uns Vertrauen in ihm alles. Wenn ich mich verloren und richtungslos verkomme, wenn ich glaube, dass meine Geschichte nicht gut und richtig ist, wenn ich Umwege gemerkt habe, wenn ich meine, das Leben von der anderen ist einfacher und besser, dann ist es Zeit, für Gott still zu werden und zu horchen und weiter, dass Gott du ist. Ich muss abhören, meinen Blick auf die Dinge zu richten, die im Weg sind, und anfangen, auf Gott zu gucken, auf meinen Blick auf ihn zu richten. Und wenn wir uns diese Frage stellen, wer ist Gott für mich? Woher komme ich und wohin gehe ich? Und was will ich wirklich? Stell je diese Frage, beantworte für jünd, und je worden waar ankommen. Gott hat den ganzen Überblick, wie nicht. Wir sind nur ein kleiner Teil. Wir wollen auch immer wahre Frauen haben. Aber wir wollen weiter Gott als du. Er ist zu vertrauen. Und wir können sicher sein, seine Zeit ist immer richtig. Und Jesus uns Wachmerker, der hielt niemals ab, einen Weg nur uns zu merken. Auch wenn wir ihm nicht sein, auch wenn wir ihm nicht sperren, heißt immer dabei, einen Weg zu uns zu merken. Und solche Völker sind dort die schwere Erfahrungen, die uns im Weg sind, die uns schwer sind, aber die uns nur anbringen. Und Völker ist dort Angst in unserem Leben. Wofür hast du Angst? Für schlimme Dinge, die im Leben passieren können? Krankheit oder Tod? Oder hast du Angst, die Gott ganz Hand zu geben? Oder für neue Herausforderungen im Leben? Für schwere Beziehungen? Wir haben alle verschiedene Ängste. Wenn wir Angst haben, vergeht wie dort Gott für uns ist. Und das Leben besteht aus Beziehung und Vertrauen. Und vertraue ich meinem Gott? Seinen Weg und seine Güte? Im Psalm 56, Feuer sagt das, krieg dann, wenn ich Angst habe, weil ich mir die anvertraue. Vertrauen ist eine Entscheidung, die ich selbst treffen muss. Die kann mein Nachbar nicht für mich treffen. Die muss ich selbst treffen. Wie sieht das in Angst aus? Vertraue ich dann auch auf Gott? Vertrauen bedeutet sich anklammern,
festhalten. Der Psalmist, der kennt auch Angst. Aber in seiner Angst wandt er sich an Gott. Wir sind Menschen und sind manche schwere Schläge ausgesetzt. Der Psalmist fürchtet sich auch. Aber der Angst nimmt nicht den ganzen Raum in seine Säule an. Er dreht sich nur Gott. Wenn uns die Angst dazu bringt, fester auf Gott zu vertrauen, ist die Angst nicht vergebens gewesen. So viel ist meine Angst größer als mein Vertrauen. Ich vertraue Gott nicht, dass er das Beste für mich will, dass er mich beschützt, dass er mich nur das verheißene Land bringt. Ich vertraue seine Wege nicht. Und nichts lähmt uns doller als Angst. Dann soll ich mich prüfen, wofür habe ich Angst. Gott weiß, dass wir Angst haben. Keine Aufforderung in der Bibel ist so viel geschrieben oder abgeschrieben worden, als habt keine Angst. Angst ist, ich habe Schiss zu verlieren, was ich habe. Und wenn ich irgendwas mehr will als Gott, habe ich Schiss, dort zu verlieren. Wenn ich die Angst in meine Gedanken Raum gebe, wird sie den Notel, dem Notweiser verdrehen. Dann will ich meine Richtung verlieren. Wenn ich meine Ängste über nur Gott bringe, die ausspricht, wenn ich den nicht ausspreche, wenn ich den bloß für mich behalte, stellt sie und ich die Angst wird größer, dann werden die Ängste in meinem Leben zu einem gelebten Baden unter meine Füße. Und wenn es dann noch dieser wird zu uns, werden die immer größer, unsere Angst. Und weil wir uns doch ein Beispiel an dem Psalmist nehmen, was tut er? Er verteilt Gott seine Angst. Er sieht ihm Namen. Er sieht, für was er Angst hat. Er sieht nicht, er habe Angst, sondern er sieht, für was er Angst hat. Und dort ist auch unsere Abgabe. Das wird uns auch helfen. Wie will er Klarheit? Gott will, dass wir nur da nur ankommen. Kommen nur da nur an. Wird alles unter Kontrolle haben, nur unserem Gott. Wir können uns in seine Leib lehnen und uns auf seine Kraft verlassen. Völker will die Klarheit haben, aber was wie völker Dollarbrücke ist und gerade das Vertrauen in ihm. Wenn wir am mehr vertrauen, wird das Leben auch klarer werden. Gott ist vertrauenswürdig. Er kann am Ring uns vertrauen. Gott bewahrt uns nicht für das Lieden, aber er führt uns im und durch das Lieden. Was bedeutet das, auf Gott vertrauen? Dat heute mich nur Gott wandelt, nur Gott drehe, am in meine Angst sehe, in meine Angst und Sorge sei. Auch heute hat mich in Gott tröstet, in seinem Wut, von ihm auch Hilfe erwarten, am Hilfe anrufen. Worauf soll sich uns Gott vertrauen gründen? Auf Gott seine Verheißungen in seinem Wut, auf seine Vollkommenheit, seine Macht, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit. Woran soll wir in unsere Ängste uns vertrauen, auf Gott setzen? Wenn es heute eins Jahr ist, und kein anderer uns frei machen kann von Angst. Das kann nur Gott. Das gibt eine Geschichte von einem Mann, der lebt in den USA. Er war sehr arm, hat nur ein kleines, ölet, twänjet Haus. Aber er hat ein kleines Stückchen Land. Da lebt er auch boven. Da will sein Haus auch boven. Da wohnt er boven. Eines Tages klappt wer an seine Tür. Ein verarmschnitten Mann und sieht ihm, dass über seinem Landstück eine große Gastgebiet soll werden. Der Mann sieht ihm, er kann da wohnen bleiben, sein Haus wird stehen bleiben, aber sie wollen jeden das Land von ihm kaufen. Sie bieten ihm $75 Millionen. Für sein Stückchen Land. Klar nahm er das Angebot an. Er hat meist nicht. Ein öle twänjet Haus, ein bisschen Land. Nun mit einmal mit diesem Angebot wie ein Millionär. Er kriegt das Geld, das ist $75 Millionen, kriegt er in Form von einem Check. Der Gast wird gebüht und er bleibt in seinem ölen twänjen Haus wohnen.
Ein Ingenieur geht eines Tages nach diesem Mond und fragt ihn, warum wohnst du noch in hier in diesem großen Gas, in diesem alten Haus? Du bist hier ein Millionär, der kostet dir, wo immer du wärst, ein feines, neues, großes Haus zu kaufen. Der Ingenieur checkt sich so ein bisschen in den Stauraum, wo sie gerne wären, dann sagt er an der Wand, was hängt. Das arme Mann, der holt sich seinen Check von 75 Millionen $, in ein Glas bringen lassen, in dem an der Wand abgehangen. Wir schütteln vielleicht mal im Kopf, nicht, wir können nicht bloß. Aber es ist unsere Bibel, nicht auch Völker für uns, kriegt es das Check an der Wand? Wir lesen mal darüber, wann uns dort Schlag hat, oder wann uns dort Jang geht, oder wann die dort brücken. Aber sonst steht er im Shop und wird stoffig, verstiftet. Ein Check, als Mowort wird, oder ja, der als Mowort wird, wann ich den anwechsel, wann ich den brück. Und so auch unsere Bibel. Der helpt uns Mowort, wann wir den lesen, wann wir den brücken, wann wir darüber studieren. Wenn ich nicht Zeit mit Gott in seinem Wort verbringe, kann ich auch nicht erwarten, dass ich den Weg, den er mit mir gehen will, wohl sein nicht kennen. Wenn ich anders will, dann sehe ich als bei Gott. Sehe ich an der falschen Stelle. Das Ziel vom Leben ist nicht, einen Weg zu einem perfekten und schönen Leben zu haben, sondern du in Gottes Leben zu sehen. Justin Peters sagt, willst du Gott reden hören, dann lese deine Bibel. Willst du Gott Lüd reden hören, dann lese deine Bibel ab Lüdes. Nimm dir jeden Tag Zeit, in deine Bibel zu lesen. Wenn du auch nicht viel Zeit hast, aber ein paar Minuten in Gott seinem Wort, ist wichtig für uns. Gott braucht das nicht, aber ich brauche das. Gott ist nicht davon abhängig, ob ich meine Bibel lese, aber ich bin davon abhängig. Frau dem Heiligen Geist auch, dass er die Haupt Gottes Wort zu verstehen. Unsere Wahrheiten, der wissen, wer wir wirklich sind. Und dort haben wir uns mal an der Zimmer, wollen wir abstehen und ein bisschen prüfen. Ich weiß, für mich kann das. Was ist Zimmeris? Das erste dran bei mir. Mit Facebook, mit Status, Instagram, oder ist es Gottes Wort? Zuerst. Oder ist es vielleicht sogar bloß nur Rechte lesen und Gottes Wort gar nicht lesen? Das, was mir wirklich wichtig ist, dafür nehme ich mir auch Zeit. Und der Angewohnheit zu danken, ist ein Uitweg aus dem Betterkeit. Dankbar sein merkt Freude. Und wir finden immer mindestens einen Grund, wofür wir dankbar sein können. Und das Hindernis auf unserem Weg, das wird zum Wunder auf dem Weg. Jeder redet mehr Erfahrung, was wir merken. Das ist ein Däupergone in unserer Beziehung zu Gott. Der Freiheit in Christus ist nicht, wo komme ich hier raus, sondern wo was ich Däuper noch am Herrn. Jeder Schritt mit Gott führt uns aus der Verbannung, aus der Sklaverei, nach einem neuen Bund mit ihm. Und das ist der Weg zu einem erfüllten Leben. Das rede mehr, was für die Israeliten als das eng aussah, wie in Wirklichkeit der Anfang von Freiheit. Diese Freiheit wünsche ich uns allen. Dass wir immer wieder treu nach unserem Kompass der Bibel gehen, Gottes Wort gehen und uns von ihm fällen und leiden lassen. Und möchtest du Frieden finden, in dem Weite, dass Gott mit dir ist, in dem, was du begegnest. Ob das Trauer oder Stress ist, in eine schlechte Nachricht, was du kriegst, in eine schwere Abgabe, die fertig liegt, in der normalen Hausarbeit oder in der unsicheren Zukunft. Er ist bei dir. Dort Versprechen haben wir in der Bibel, in seinem Wort. Und das letzte Wort
haft immer noch Gott. Danke.